Ja, servus. Jetzt durch das lange schlechte Wetter, jetzt Zeit, dass wir mal wieder einen Pool absaugen. Jetzt muss ich zuerst einmal die ganzen Insekten rausfischen. Und dann saugen wir das Ganze ab wie mit einem richtigen Staubsauger. Funktioniert ganz gut, zeige ich euch gleich. Jetzt haben wir bloß einmal die ganzen Fliegen und ja, die Insekten haben Durst. Die werden regelrecht von dem Wasser angezogen. Also, ja, eigentlich wie so eine Falle. Ja. Das ist normal, wenn es länger regnet und der Filter nicht so oft läuft. Dann setzt sich hier unten lauter Algenzeug ab. Ja. Und das müssen wir rausfischen. Und dazu nehme ich dann den Poolsauger her. Der wird hinten am Schlauch ein, wo zum Filter geht. Wird der vom Skimmer entfernt. Dann kommt dieser Schlauch rein. Und hinten drin wird wird das grobe Zeug gefangen. Und alles andere läuft im Filter rein. Das ist eine feine Sache. Und diesmal haben wir besonders viel Dreck drin. Ihr könnt da bloß die Fische sehen. Geil, wie mit Kescher, die fliegen rausgefangen. Ja, das muss ich erst einmal noch machen. Gell? Ich muss jetzt erst einmal den Schlauch vom Filtereinlauf wegnehmen. So. Und jetzt kommt das unten rein. Ein bisschen eine Frühmlarbeit, aber das ist meiner Meinung nach das beste System. Ich habe einen gehabt, da musste aber mit frischem Wasser werken und der Nachteil ist dann, dass du dann ein kaltes Poolwasser hast. Das hast du bei dem nicht. Weil bloß den Stiel noch. Da passen alle möglichen Anschlüsse drauf, Bodenbürste, dann habe ich noch, wie gesagt, den Sauger. Also die Teleskopstange passt bei alle Poolsauger. Ja, perfekt drauf. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir dann den Filter einschalten. So, ich schalte jetzt den Steinbach-Filter ein. Sehr guter Filter, filtert bis zu 8000 Liter in der Stunde. Und der saugt jetzt praktisch da Wasser an. Jetzt müssen wir schauen, bis der Wasserkreislauf hergestellt ist. Das wird am Anfang ein bisschen schwierig werden. Und dann jetzt wird Wasserkreislauf hergestellt. So, ich probiere es jetzt. Ich fange jetzt einmal langsam an. Wichtig ist, dass man langsam macht, sonst wirbelt man alles auf.
Jetzt läuft er richtig. Ja, in der Mitte wird schon hellblau, sieht man das? Das funktioniert fast wie ein Vorwerkstammsauger. Ja, das machen wir jetzt ganz mühsam. Wir dürfen nicht zu schnell fahren, weil sonst wirbeln wir das Ganze auf und dann bringt es ja eigentlich nichts. Also müssen wir ziemlich langsam das ganze grüne Schlackenzeug absaugen. Das ganze System ist von Bestway oder Intex, glaube ich, sogar dieser Poolsauger. Gibt aber verschiedene Varianten und war nicht einmal teuer, 25 Euro oder 29 Euro, ich weiß es jetzt nicht. Aber leistet seinen Job, macht mir nicht jede Woche. Einfach immer langsam entlang und der saugt perfekt. Der ganze Dreck geht jetzt in den Filter rein und beim Rückspülen hast du den ganzen Dreck raus im Kanal. Also man sieht, das geht ganz gut. Nur man muss sehr langsam da, weil sonst wirbeln wir den ganzen Dreck auf. Und das können wir uns nicht erlauben, weil sonst ist alles für die Katz. Ist ja schon so, wenn du langsam tust, lass das gar nicht ganz vermeiden. Einziger Nachteil ist, die Düsen könnte ruhig dreimal so breit sein, das wäre mir lieber. Aber mei, alles kann man nicht haben. Aber ich schaue, es gibt glaube ich sogar noch breitere, die sind ungefähr so 25, 30 cm breit. Da kannst du schon mal eine riesengroße Fläche absaugen. Ich mache jetzt zuerst die Mitten, weil da liegen da teilweise tote Fliegen unten. Und die sammeln sich komischerweise alle in der Mitte. Und die saugen wir gleich einmal als erstes weg. Und dann machen wir einen Rand. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Kamera sieht. Das ist alles schon hellblau, so wie der Boden ausschauen soll. Und alles andere ist noch grün. Dann kommt wieder rein Algenschutzmittel, dann wird er hochgeklort, poolklar. Und dann geht es wieder für eine Woche. Und dann kommt wieder Algenmittel rein. Hochklaren muss man fast jede Woche. Na gut, ich mache es da weiter. Ist ein cooles System, kann ich nur empfehlen. Poolsauger einfach anschließen, wo das Wasser im Filter geht. Und dann funktioniert dieser Sauger top. Es sind 3 Sachen dabei, es ist ein Kescher dabei, es ist eine Bodenbürste dabei und dieser Sauger. Ja, man sieht schon, dass es sehr mühsam ist. Und vor allem, das tue ich wirklich nicht schnell und man sieht schon, dass das Poolwasser jetzt trüb wird, weil man einfach das zu krass aufwirbelt. Das heißt, ich muss wahrscheinlich das auf 2 Etappen machen, ich werde ihn wieder klar filtern und dann muss ich wahrscheinlich noch mehr absaugen. Ich weiß nicht, wie ich es mache, das ist brutal.
Gut, Pool ist allerdings mit Arbeit verbunden. Das ist so. Aber ist ja ein Spaßfaktor. Ich meine, ich habe jetzt noch oft habe ich dieses Jahr noch nicht gesaugt. Wenn ich dreimal absauge, das ist jetzt bestimmt das dritte Mal. Öfters habe ich dieses Jahr noch nicht gemacht. Da geht es. Wenn das Wetter umschlägt und kannst lang nicht baden, dann geht es ganz schnell, dass er verdreckt. Selbst wenn man abdeckt. Mit den Pleinen, das kannst du alles vergessen. Ansonsten ist der Pool schon eine feine Sache. Also in der Regel hat er jetzt immer so gehabt, so um die 25 Grad. Das heißt, einmal in der Woche muss man hochklären. Umso wärmer, umso schneller kann er kippen. Oder bei viel Badebetrieb. Da muss man natürlich sorgfältig dahinter sein. Aber wenn ich jetzt den wieder habe, dann ist der schon eine gute Woche arschklar. Also da fehlt sich nichts. Also morgen ist der wieder klar. Da gehört das normaler Bauhocker her. Ja, irgendein Bauhocker, da kann man sich gemütlich hinsetzen. Ein Bierflaschenhalter und dann nebenbei den Pool absaugen. Also irgendwie Lösungen gibt es da schon. Ja. Das mit dem Pool hat ein bisschen getreffen heute, weil man vom Skimmer, wo man festzieht am Poolrand, am Beckenrand, ist mir das Knie gebrochen. Und das kann man normal nicht flicken. Und das ärgert mich jetzt. Und weil ich lege viel Wert auf den Skimmer, weil das Skimmer hat den Vorteil, dass er die Oberfläche sauber hält und vor allem kann man Chlortabletten ins Skimmer reinschmeißen. Und das Flockungsmittel gibt man auch direkt ins Skimmer rein. Und ohne Skimmer geht das nicht. Das heißt, jetzt muss ich schauen, ob ich so ein Knie kriege, also ein Ersatzknie oder den kompletten Skimmer, weiß ich nicht. Da muss ich mal schauen, ob es das einzeln auch gibt. Ja, es ist halt ärgerlich, aber ich kann jetzt einmal leben, dass ich 3 Tage ohne Skimmer arbeite, das macht nichts, aber ich lege mir wieder einen zu, weil er nur Vorteile bringt. Ja, das ganze Fliegenzeug, was in diesem Pool reinfliegt, das nimmt das Skimmer auf und treibt es in der Wasseroberfläche rum und irgendwann sinkt die ganze Scheiße zu Boden. Das ist halt der Vorteil vom Skimmer. Also auf alle Fälle zuerst einmal Prost, weil das nervt mich jetzt. Das ärgert mich einfach wieder, weil der Baumarkt hat keinen Skimmer, die muss ich bestimmt bestellen. Und dann kommt noch dazu, dass der Baumarkt mindestens 10 Euro mehr verlangt. Ja. So, jetzt werden wir hochklären mit Chlor-Schnelldesinfektion. Und da brauchen wir für unsere Poolgröße ja ungefähr 7 Kubik Wasser drin. Und da steht drauf 10 Kubik, 50 bis 100 Gramm je 10 Kubik. Also mache ich jetzt so 70, 80 Gramm. Wenn ein bisschen mehr drin ist, macht jetzt nichts, weil heute und morgen kann man sowieso noch nicht baden, weil es zu kalt ist. Ich hole jetzt ein Poolwasser. So. Jetzt einfach mit der Waage. Dann stellen wir den Becher drauf. Dann auf 0. Oh, das war zu viel. Oh. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst.
Okay, haben wir genau 100 Gramm. Passt. Ist ja nicht schlecht, wenn er gescheit hochgeladen ist. Das Ganze mischen wir jetzt einfach da rein. Es dauert halt ein bisschen lang, bis sich das komplett auflöst. Ich sage jetzt einmal 15 Minuten, dann ist es komplett aufgelöst und dann gießen wir es beim Pool am Beckenrand entlang rundum rein und lassen den Filter mal 2 Stunden laufen. Dann funktioniert das. Also das lassen wir jetzt einfach mal ein bisschen auflösen und gut ist. Ja, was ich unbedingt holen muss, ist Algenmittel, da habe ich jetzt keins mehr da. Also Algenmittel braucht man ungefähr 50 Milliliter auf diese Poolgröße, also sehr sparsam. Ich glaube immer 100 Milliliter rein. Und dann passt es. Also da bin ich nicht sparsam. Also da haue ich lieber ein bisschen zu viel rein, aber das passt dann. Ja, der filtert jetzt. Ja, das ist das, was ich gemeint habe. Und beim Oberflächenskimmer passiert das nicht. Da saugst die Fliegen gleich ins Kimmer rein, dann sind die weg. Und die treibt es jetzt immer rum und in der Nacht sinken die zum Boden. Und dann hat man den ganzen Dreck wieder im Pool. So, ich räume jetzt das ganze Zeug wieder zusammen. Was man nicht mehr braucht, da habe ich so eine Holztruhe. Schaut mal her. Da habe ich praktisch so eine Holztruhe. Und da tue ich praktisch wieder alles rein, was ich nicht mehr brauche. Da haben wir Teelichter drin. Also beim Chlor ist schon immer wichtig, dass man sich in etwa einhält, was man reinhaut. Gut, jetzt habe ich lange nicht gelernt, was so schlecht wird, aber wenn jetzt da mal 100 Gramm drin sind auf 7 Kubik Wasser, dann ist das überhaupt kein Problem. Und jetzt räume ich mein ganzes Gelump zusammen und dann bin ich für heute fertig. Genau. Ja, da sieht man es. Und da ist das Knie. Und das ist gebrochen. Und dieses Teil gibt es einzeln. Ich habe jetzt nachgeschaut, für 5 Euro, 4 Euro. Also man braucht nicht den ganzen Behälter. Dann kann man hier praktisch komplett trennen. Und das ist hier gebrochen. Ja. Da hilft dann nichts mehr, wenn ich das jetzt irgendwie klebe. Ja, vielleicht geht sogar noch was. Naja, mir gelangt der Bügel nicht. Das ist das Problem. Das Gewinde gelangt nicht. Das ist der Nachteil. Sonst würde das schon gehen. Gut, muss er noch hier. Nützt alles nichts. Komplette Teil habe ich geschaut. Das ist allerdings nicht mehr der. Das ist eher ein Ring. Das ist praktisch den Ring, den kann man runterschrauben. Das ist der Schwimmer, das schwimmt, das passt immer der Wasseroberfläche an. Und hier ist der Korb, wo der ganze Schmutz praktisch aufgefangen wird. Selbst der Thermometer. Ja. Das kann man mit Sicherheit alles gebrauchen, das geht. Ich bin jetzt schon selber mal überlegen, ob ich da noch irgendwas machen kann. Aber das ist, ja, das ist einfach kaputt. Ich habe das mit Panzertape geklebt. Aber das bringt nichts mehr, weil ich es einfach nicht richtig anziehen kann. Ja,
Das ist die Scheiße. Jetzt lassen wir das 3 Tage ohne jetzt kommen. Ich habe gerade bei Amazon bestellt. Am Freitag kommt er. Und dann funktioniert wieder der ganze Pool. Okay, lassen wir mal liegen. So, das ist der Staubsauger, der Mulmsauger, wie man sagt. Den kann man hier aufschrauben. Und das ist der ganze feine Dreck, was sie praktisch hier gesammelt hat. Ja. Den wascht man jetzt einfach aus. Und dieses Teil hätte ich mir gerne gewünscht, wenn es so breit ist. Ich habe gerade geschaut vorher, wie ich den Skimmer bestellt habe. Die gibt es tatsächlich breiter. Aber jetzt solange der geht, wäre es ein Quatsch. Aber ich werde mir dann nächstes Mal den breiten holen. Und dann hast du eine viel größere Fläche zum Absaugen. Und dann ist es nicht schlecht. Genau. Und das ist das Teil, was praktisch der Filter ansaugt. Ja. Gut, alles klar. Jetzt räumen wir das ganze Zeug weg. Und dann bin ich für heute fertig. Und das klingt, ja, Feierabend praktisch. Na gut, macht es gut. Ich wollte euch bloß ein bisschen belästigen, dass man da zuschaut. Aber es ist ja nicht schlecht, wenn so einer weiß, was alles gibt. Also gibt es vor allem gibt für alle gängigen Bestway Intex Pools zum Absaugen reicht so diese Größe vollkommen aus. Und das komplette Set mit Kescher, mit allem Schnickschnack. Also für 29 Euro oder was das kostet hat, kann man damit leben und funktioniert perfekt. So, also das war's jetzt. Habe ich Ehre. Danke fürs Einschalten. Helmut Janker 5 Minuten. Bis zum nächsten Video. Servus.